Ja, guten Tag auch. Ich bin Norbert und komme aus Hemwauert und bin Boer und und Blangmiesteit. Julia und Nyhus und wie habt ihr einen Grillkohl und wollt den zusammen kochen? Ja, und das sind hier all die gauten Socken, die sind all regional von hier. Und wir fangen mal an mit Beten Abelmus, Süppsmuck natürlich. Nun habt ihr hier tun Würzen noch so ein Lötbeten Söld und Pepper. Das ist ganz wichtig. Zwiebeln, wir habt hier Kassler, Mettenden und Beten Speck. Und dann habt wir hier noch als Gewürz hier ein paar Graupen und Kartoffeln. Von den Lütten hier, da mögen wir noch Soldkartoffeln von. Das ist ganz lecker. Und noch ein paar Soldkartoffeln und das ganze Tonnen garnieren. Nehmen wir hier noch ein bisschen Petersilien. Und das Wichtigste ist natürlich unser Grünkohl und man sagt auch die Palme des Nordens. Nun haben wir hier unseren Grünkohl und so im Ganzen passt das nicht so ganz. Deswegen müssen wir den nun abzuppeln. Ne? Wir habt hier die ganze Palme und da mögen wir uns die enkelten Blö, mögen wir uns auf, kiek genau tau, wie ich das mögen will. Und dann striemelt wir das einfach erstmal in so eine aule Wanne hier. Also meine Mutter hat das mir ganz genau vertellt. Du magst das hier in die Kehle mit Blatt, mit dem Daumen darin und striemelst dann einfach ab. Und das ist eins. Und das bleibt dann über. Und wir sind ja nachhaltig. Und weißt was, das gibt wir noch in die Koi oder die Schwein, mögt das auch. Soll's wohl. Und schon sind wir das los. Und habt ihr all wisst, der Enlü-Freuer, die habt nämlich vertellt, der Grünkohl, der muss einmal frisch haben im Wind in Haas. Und damit die Bitterstoffe da so ein bisschen gut gehen. Und dann logert halt die Bitterstoffe weil in Stöhl in und dann ist sie ein bisschen bekömmlicher. Du stellst mir nur erstmal den Pott hier hin. Jo. So, und dann habt wir dann nur wuschen, den Grünkohl. Und nun kommt ihr hier in den Pott. Ton blanchieren. Ich weiß gar nicht, ob Hochdeutsch, was blanchieren überhaupt heißt und ob platt auch nicht. Ich läuft, das ist irgendwie so ein bisschen Weigmucken oder irgendwie so kann man das vertellen. Denn blanchieren ist ja französisch. Nun seht ihr das auf dem Haiert. So. Ich habe ein bisschen Kochbutter hier und kipp das darüber. Ups, oha, das war ja nicht so gut. So, nun haben wir hier so einen lütten Lepel, ne? Und nun müssen wir das noch in das Hittewoter so ein Lütbeten drücken, damit das auch einmal so ein bisschen weicher wird. Und, oh, das rückst das all. Ja. Das ist, wir können bald anfangen zu essen. Nun haben wir das Ganze hier blanchiert. Nun ist so bloß noch die Hälfte binnen. Drückt man noch ein bisschen, wird das all fein weich geworden. Jo, ist Arnschier hier. Ne? So Jo, was fein. Ja, so. Nun wird wie Glicks noch ein bisschen von der Flüssigkeit abfüllen. Das kommt Lothar hin ein bisschen mit Tau. Und dann kannst du Glicks noch ein bisschen Gemüsebrühe mit Tau down. Und das gibt dir noch so ein bisschen mehr Geschmack da in. Das dückert wie die Kelle so ein bisschen in. Und füllt das hier rüber. So, du kannst nun da so ein bisschen Brühe Tau down. Und mit dem Rest, das kippt wie nu von das Wasser in Aufguss. Hier rein. Kick mal, du hast mir den feinen Kaputtschnibbel hier bin, ne, und nun können wir langsam anfangen und das Ganze hier vervollständigen. Und da brauchen wir denn die Kartoffel, genau. Wie braucht du Kartoffel für, damit das so ein bisschen sämiger wird, ne? Und da können wir jetzt hier so ein paar Graute, sagt wir uns dummer Rut. Was wir nun nicht vergessen dürft, ist noch eine Lütsche Zwiebel. Ne? Oder Lüt ist ein bisschen. Und nun habt ihr das Trech und könnt das all mit Grünkohl so ein bisschen vermischen. Und du nehmen wir den grauen Pott. So, dann man Tau. So, dann nehmen wir, oder kippen wir erstmal eins durch, weil die Kräuter ist. So, wo du da so ein bisschen ja, ja, setz vor, guck.
Nun haben wir hier die Graupen, ne? Okay. Weißt du, was Graupen sind? Da beten was das Gerste. Ja, oder Weiten, ne? Das ist Ja. abpulte Weitenkörner sind das und die sind ein bisschen, ja, vermohlen und dann, die sind auch normal für die Sämigkeit Geil. und da habe ich immer so ein Mod, eigentlich, So, dann merken, ja, ne? so 2 Handvoll, ne? Man kann auch jetzt 3 nehmen, so, ist auch gut. Aber ich glaube, da könnte noch ein paar mehr rein, Ja. ne? Ja? Jo, Hättest du den auch davon. sind wir bei armen Lünen, ne? Richtig. So, und dann muck wieder noch ein bisschen Pfeffer und Salz mit drin. So, mit dem Salz muss man ein bisschen Sporsummer wehen. Nun habt ihr das ein bisschen miteinander vermischt und nun teilt wir das Ganze. Jo. Ne, wir nehmen schon mal die Hälfte Rut. So, und nun kommt das Leckere drin. Nun fangen wir mal an mit das Speck. Packen wir in den Meeren. Ein paar Mettenden. Kick, und hier habt ihr noch so Pinkelwurst, ne, extra von unserem Schlachter. Und die packen wir dort auf. Und dann können wir das Ganze nun wieder aufdecken. Hier mit der anderen Hälfte von Grünkohl. Drückt das noch ein bisschen fast. Und das wieder also ein bisschen aufdeckt, ne, weil das kommt jo lang 2 Stunden in oben. Jo, Und das bei 180 Grad. Ne? töch mal. Genau, den kannst du all anstellen. Und dann dort wir hier die Brühe, damit das nicht verguckt. Die kippt wieder mit rüber. Und nun kann das Ganze in oben. Und nun habt ihr 2 Stunden Zeit, bis das was zu essen gibt. Nun muck wieder noch ein paar Säukartoffeln tau. Und dort tau braucht wir Butter und unsere Kartoffel und ein bisschen Salz und Zucker. Wir habt ja beten Pellkartoffeln. Die habt wir für gekocht. Und nun muck wir die beten in Butter warm. So, Jo, geht noch. Jo. Ja? Ja, look mal. So, und nun muckst du ein bisschen Zuckertau. Und dann, oh, ähnlich Warte. rühren. Ja, das war die Glicks dünne Zucker. Und dann war die auch brun, die Kartoffeln. Nun haben wir die Kartoffeln hier all fertig. Goldbrun waren. Ja, goldbrun sind die. Ja, so. das wird fein gut. So, kick. Nun haben wir die Salzkartoffeln auch fertig. Probieren mal, ob die gut sind. So, Oh, die sind gut, Die ne? sind gut. Ja, dann können wir So. die aufgreifen. Gläuf, unser Grünkohl. Grünkohl ist nun gut. Wollt du den da Rut holen? Du Ja. hast all die Handschen an. So. 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 Oh. Oh. Da drückt so fein, ne? Was? Guck mal, der Dörrwurst Speck hier, das ist aber ein Gedicht, du. So, der hört zu Haupt. Nun geht das weiter. Du hast noch mal kicken, dass wir nichts vergessen Da haben, ist ne? nichts mehr bin. Gut. Dann können wir nur das Fleisch hier ein bisschen kaputt schneiden. Ja. Oh, jo. So, hier habt ihr das Kassler. Ist ja eigentlich räukert wen, jo? Ja, am der Wen, ist ja. räukert, ja, ja. Und nun muck wir uns einen Teller fertig. Muss erst ein bisschen Grünkohl. Ja, das muck du, Mann. So. Kassler. Jo. Und noch ein Lütbeten Abelmaus, auch bekannt. Dann hin, die Bogen. Ach, ja. So. So, und noch ein bisschen Moster. So. Wir haben nur unser Bestes gegeben. Ja, der Ich Grünkohl. glaube, das ist uns gelungen. Und zu nur gucken, ist das auf jeden Fall die Suppe wert. Und wie wünschst du, Tau? Guten Appetit. Ich mein auch so. So, wir beiden, wir sind nun satt. Oh ja. Und weißt, was hier so Mode ist bei uns? Ja. Das gibt Löten Kömen daran. Ja. Das fördert die Verdauung. So, ich sag total, Prost. Prost. Hätt mich Spaß gemacht. Jo, mir auch, ne? So. Die beiden, wie schön öfter mal Ja. trinken, ne? Muck wie. So, wie sagt den Prost und tschüss. Und ein Tipp, habe ich doch noch. Wenn ihr Grünkohl überhabt, das Beste ist, ihr schnibbelt das eins, was ihr habt, zu Haupt, mischt das mit Grünkohl und packt das in die Pfanne und muckt das nochmal warm. Oh. Dann schmeckt der normal so gut. Einfach mit Ne? der Kabel.
So, So. dann